Grüß dich, ich bin die Brigitte und ich werde jetzt zeigen, wie man echt bayerische Semiknödel macht. Falls du dir jetzt gerade denkst, oh, die spricht aber sehr bayerisch, das ist überhaupt kein Problem, du wirst alles verstehen, weil ich alles herzeige, was ich mache. Also es erklärt sie praktisch von selber. Okay, dann fangen wir an. Erst sage ich dir mal, was du brauchst. Gut. Wir brauchen Petersilie, da nehme ich immer die Krause, weil mir die einfach besser schmeckt, aber natürlich kannst du auch eine glatte nehmen. Dann habe ich jetzt mal vorbereitet 3 Eier, vielleicht brauchen wir auch nur 2, das sehen wir dann schon. Einen Teller für die vorgeformten Semiknödel dann, Salz, eine Packung Semiknödel, das sind 250 Gramm, eine große Schüssel, da nehme ich eine Metallschüssel und keine Plastikschüssel, weil ich einfach finde, dass aus Plastik alles irgendwie komisch schmeckt. Dann habe ich jetzt 400 Milliliter Milch da schon mal abgefüllt. Ich mache das normalerweise immer nach Gefühl, aber die dürfen reichen. Einen großen Topf mit Wasser. Ja, und jetzt glaube ich, habe ich alles. Ein Messer und ein Schneidebrett. Und jetzt starten wir. So, als erstes schalte ich jetzt mal die Milch ein. Das ist eine 3,5 Haarmilch. Wichtig ist, dass die Milch heiß ist, also dass die Milch heiß ist. Dann habe ich jetzt hier die Packung Semiknödel. Wenn du natürlich alte Semmeln hast, die schon trocken sind, kannst du die genauso schneiden. So ist das eine super Wiederverwertung. Ich habe keine Würfel, sondern Scheiben. Ich mag es einfach nicht würfelig, aber das ist auch Geschmackssache. Natürlich kannst du auch, wenn du das nicht anders kriegst, Semi-Knödelbrot in Würfel nehmen. So, das fülle ich jetzt alles einmal in diese große Schüssel rein. In der Zwischenzeit kocht jetzt die Haarmilch auf. Hände waschen natürlich, weil wir machen jetzt ganz viel mit den Fingern. So. Und jetzt schneiden wir mal die krause Petersilie. Die Stängel schneide ich weg, schmeiße ich aber nicht weg, weil die kann man noch super für Gemüsesuppe verwenden. So. Ich schneide die relativ klar. Mal, ja. Die Milch erwärmt sich jetzt. Falls du dich jetzt über diese schwarzen Teile an meiner linken Hand wunderst, das ist kein Dreck, das ist ein Henna-Tattoo. Die mache ich selber. Vielleicht mache ich da auch noch mal ein Tutorial dazu, weil da werde ich oft angesprochen, auch von Leuten, was das eigentlich ist. Also es ist ein Henna-Tattoo. Jeder Chefkoch würde jetzt sagen, na, wir schneiden die, aber für mich erfüllt es seinen Zweck und gut ist. So, kommt einmal auf die Seite. Dann nehmen wir jetzt Salz. Wie gesagt, ich tue mir immer schwer, weil ich koche nach Gefühl mit Mengenangaben, aber da kannst du mir jetzt einfach mal zuschauen. So, dürfte reichen. Die Eier kommen erst nach der heißen Milch drauf und wie gesagt, ganz wichtig ist, dass die Milch heiß ist. Ich glaube, in der Zwischenzeit kann ich jetzt schon mal die obere Herdplatte einschalten mit dem Knödelwasser. Schalte auf 3 ein, soll sprudelnd kochen und auch da nicht mit Salz sparen. Okay, die Milch ist jetzt kurz vorm Überkochen, also ist jetzt richtig heiß.
Die schütten wir jetzt ganz vorsichtig über den Semiknädelaufschnitt. Und zwar, Achtung, nicht zu viel Milch für den Anfang nehmen, weil nachschütten kann man immer. Aber wenn man nur begrenzte Menge Semiknädelbrot hat, dann kann man natürlich danach, wenn der Teig zu weich ist, nichts mehr wegnehmen. So schaut das aus. Jetzt kommen die Eier drüber. Ja, da können wir schon 3 Stück verwenden. So, 3 Eier sind drin. Jetzt die Petersilie, die verteilen wir jetzt. Auch da nehme ich ein Holzbrett und kein Plastikbrett. Ich finde, es schmeckt einfach anders. So, jetzt müssen wir ein kleines bisschen warten, weil die Milch war sehr heiß, dass wir uns die Finger nicht verbrennen. Die restliche Milch habe ich jetzt nur im Topf gelassen. A, weil wir es vielleicht nur ein bisschen was brauchen und auch wenn wir es nicht mehr brauchen, brauchen wir es später noch und das zeige ich dir dann. Okay, ich habe jetzt ein paar Minuten gewartet, weil die Milch so heiß war. Und jetzt versuchen wir mal, ob es schon geht. Ja, geht schon, ist immer noch warm, aber jetzt können wir den Teig vermengen. Natürlich kannst du das auch mit einem Kochlöffel machen oder mit einem Mixer, mit einem Rührgerät. Ich mache das aber so, wie ich es von meiner Oma gelernt habe, mit den Fingern. Weil es einfach von der Konsistenz her, meiner Meinung nach, ja, homogener wird, die Masse, wie man so schön sagt. Ja, kann sein, dass wir direkt hingekommen sind. Was ich jetzt an heißer Milch verwendet habe, das waren jetzt circa 350 Milliliter. Manche mengen die Knädel auch weich und so, aber ich mag die einfach ziemlich mit Biss und außerdem besteht da nicht die Gefahr, dass sie sich dann im heißen Salzwasser auflösen. Gut. Also die 3 Eier waren schon mal richtig so. Der Teig ist noch ein Ticken zu hart. Da tun wir jetzt noch ein kleines bisschen von der Milch rein. Nicht zu viel. Wie gesagt, nachschütten kann man immer. Aber wegnehmen wir nichts mehr. In der Zwischenzeit wird das Salzwasser schon langsam heiß. Ich brauche aber auch die Zeit, um die Knödel zu machen. Es sollen keine Stücke mehr drinnen sein, deswegen gut kneten. Es ist auch nicht eklig, weil man sie ja die Finger wascht ständig. Bisschen noch. Fest. So schaut jetzt der Teig aus. Genau. So. Die restliche Milch, die wir jetzt nicht mehr brauchen, schütten wir aber trotzdem nicht weg,
Und zwar ist jetzt gleich das Wasser heiß und die Semiknödel müssen unbedingt in kochendes Salzwasser eingelegt werden. Dazu braucht man feuchte Finger und dazu stelle ich mir jetzt einfach in die Spüle die restliche Milch. Tun wir ein bisschen Wasser dazu. Jetzt nochmal Hände waschen. Genau. Die Finger sollen nämlich feucht sein. Teller haben wir ja auch schon vorbereitet. So, und jetzt haben wir Knödelscheiben, also Knödelformen. So schaut es dann aus. Wunderschön rund. Finger wieder nass machen und weiter. Schauen wir mal, wie viel es wären. Ich schätze mal 6 Stück. Und nicht vergessen, immer zwischendrin die Finger nass machen. So, Nummer 4. Wenn du kleine Kinder hast und es bleibt nur noch eine kleine Menge übrig, dann kannst du auch einen Kinderknödel machen. Die Kinder freuen sich dann da immer. So. Fertig. Jetzt haben wir 6 Stück, genau wie ich vermutet habe. Jetzt nur schnell Hände waschen und dann mache ich kurz Pause. Die Milch, die in der Spüle steht, immer noch nicht wegschütten, die brauchen wir dann zum Knödel-Eilegen nochmal. Okay, das Wasser ist jetzt kurz vorm Kochen. Jetzt können wir uns schon mal vorbereiten, wieder Hände waschen und dann die Knödel ins Wasser legen. Kurz wieder in der Milch, die wir immer noch haben, anfeuchten. Das waren nur noch 50 Milliliter, die habe ich ein bisschen gestreckt mit Wasser. Geben wir die Knödel nochmal ihre wunderschöne runde Endform und rein damit. Circa für 25 Minuten. Du siehst, ob es fertig sind, die Knödel, wenn sie im Wasser drehen. Wenn natürlich der Topf zu klein ist oder du zu viele Knödel im Wasser hast, dann wird es schwierig. Aber wenn sie genügend Platz haben, dann werden sie früher oder später im Wasser drehen und dann weißt du, sie sind fertig. Gut, schauen wir auf die Uhr. Bei mir ist jetzt 8:30 Uhr. Ja, 8:50 Uhr, 8:55 Uhr. Der wird uns fertig sein. Werden wir ja dann sehen. Was ich jetzt noch ganz vergessen habe, wenn der Topf dann hochgekocht hat, dann schalte ich ein kleines bisschen runter. Also ich habe jetzt nach 10 Minuten auf 2 runtergeschaltet, damit auch das Wasser nicht übergeht. Dann stupse ich die immer wieder an mit einem Holzkochlöffel
Und habe mir in der Zwischenzeit schon das ganze Geschirr abgespült und habe mir jetzt vorbereitet schon eine Metallschüssel und ein Metallsieb, mit dem ich dann die Semiknödel raushole, wenn sie fertig sind, aber noch sind sie nicht so weit. Den Topf decke ich nicht mit einem Deckel ab, also der bleibt offen. So, bis gleich. Es sind jetzt fast 20 Minuten vergangen. Es dauert nicht mehr lang, dann holen wir die Knödel raus. Schauen wir mal, ob es schon tanzen, noch nicht ganz. In der Zwischenzeit kann ich dir vielleicht erzählen, was du alles mit den Knödeln machen kannst. Die passen natürlich zu Fleischgerichten mit Soße super, zum Schweinsbraten ganz klassisch, zu einem Gulasch. Aber du kannst auch ein vegetarisches Gericht draus machen. Die Semiknödel sind ja vegetarisch, aber nicht vegan, weil logischerweise wir haben ja tierische Produkte verwendet, nämlich Eier und Milch. Du kannst jetzt zum Beispiel, wenn die Knödel einen Tag alt sind, dann kannst du ein Essiggknödel draus machen. Mache ich vielleicht nur ein Tutorial dazu. Oder du kannst Knödelschmarrn draus machen, mit Ei und Zwiebel vermischt. Vielleicht mache ich das auch nochmal als extra Tutorial. Genau. Und jetzt hat, glaube ich, wird es nicht mehr allzu lang dauern. Schauen wir mal, ob wir schon tanzen wollen. Noch nicht ganz. Ein bisschen dauert es noch. So, es sind jetzt so ungefähr 25 Minuten vorbei. Die Knödel haben jetzt im Wasser schon getanzt. Und jetzt holen wir es raus. Du siehst, es hat sich nichts abgelöst, sind wunderbar ganz geblieben. Mit dem Sieb kann man es schön abtropfen lassen. Nummer 3. Vier. 5. Und der letzte. So. Und so schaut es dann aus.